Schnell haben Merilu und der Zauberer so fest davon zaubern und hexen, bis die ganze Küche voller farbiger Funken war, die erst an der Decke oben verglüht sind. Merilu hat der Zauberer zurückverwandelt. Er hat blitzschnell seine Borsten verloren, seine Stosszähne und die kräftigen Beine. Der Zauberer war wieder der Zauberer. Aber nicht der dicke, grosse Zauberer, sondern der kleine, schmächtige, wie er ganz am Anfang war, wo er zu Merilu gekommen ist. Und Merilu hat ihre Warzen verloren, hat wieder reden und ist wieder so gross wie vorher. Wo beide wieder sich selber waren, sind sie so schnell wie sie können über die vielen Scherben, die umgeworfenen Stühle, den Tisch, die Essensreste gestiegen und sind rausgerannt, um den Kater zu retten. Von weitem schon haben sie ihn gesehen, in der Mitte vom Planschbecken auf dem Rücken liegen. Verzweifelt hat er versucht, mit den Vorder- und Hinterbeinen zu strampeln, um irgendwie am Beckenrand zu kommen. Aber das Wasser hat ihn abgezogen und immer wieder hat der Kater Wasser spucken. So schnell es gegangen ist, hat Merilu der selber gemachte Wäschtrog aus Holz angeschleppt. Der Zauberer hat ihr geholfen, ihn ins Planschbecken hineinzubuxieren. Warte, ich stemme den Trog auf, dann kannst du ihn ins Wasser ziehen. Dann sind sie beide in den Trog hineingestiegen. Nimm du das linke Paddel, dann nehme ich das rechte. Mit aller Kraft haben sie paddelt und sind auf den Kater zugesteuert. «Wir ziehen die jetzt gerade raus!» hat Merilu gerufen. Sie hat probiert, den Kater zu greifen. Aber der hat vor lauter Angst und Verzweiflung derart wild um sich gestrampelt, dass sie ihn gar nicht verwutschen konnte. Immer wieder hat sie ihn an den Pfoten heben, aber genauso oft ist er wieder aus ihrer Hand rausgerutscht. Endlich konnte Merilu packen und in den Wäschtrog hineinziehen. Vorsichtig hat sie der Zauberer sicher ans Ufer gerudert. Der Kater hat nur noch ein dünnes Stimmli und hat sich sofort in eine trockene Ecke verkrochen. Merilu und der Zauberer sind zurück ins Haus. Erst jetzt haben sie realisiert, was für eine enorme Unordnung sie angerichtet haben. Da innen herrscht das reinste Chaos. Wir müssen aufräumen, hat der Zauberer entschieden. Aber weder Hexen noch Zauberer räumen auf, wie andere Menschen das machen. Sie machen das nicht von Hand, sondern mit dem Zauberstab. Zuerst hat der Zauberer den Tisch wieder auf seine Beine gezaubert. Dann ist er auf den Tisch gesessen und hat von dort aus weitergemacht. Er hat die kaputtigen Tässchen wieder zusammengeflickt, die Pfanne wieder auf den Herd zurückgezaubert, den Kleiderständer wieder zusammengesetzt und aufgestellt. Juhu, so macht's Aufräumen Spass! In der Zwischenzeit hat Merilu die Wassertröpfchen, wo es aus dem Fell vom nassen Kater geregnet hat, aufgeputzt. Dann ist sie am Boden gelegen und hat ihren Kater gestreichelt. Der ist nämlich mittlerweile aus dem Versteck wieder vorgekommen. Der Kater hat sein Köpfchen an der Merilu ihres Gesicht gerieben und ganz leicht geschnurrt. Alle drei waren müde. So, für heute langt's. Aber ich komme bald wieder zurück und dann machen wir wieder so einen lustigen Tag wie heute. Lieber nicht, hat Merilu kurz zur Antwort gegeben. Aber das hat der Zauberer nicht mehr gehört. Denn er hat sich selber schon in eine Fledermaus verwandelt und ist hoch am Himmel davon geflogen. Nur wer die spitzige Kappe auf seinem Kopf gesehen hat, hat gemerkt, dass es der kleine Zauberer war.